gegenüber vom Warenhaus war das Café Tröme. Da war erst wie so eine kleine Insel. Da stand so Zeitungshäuser drauf und Toiletten waren da auch. Und auf der anderen Seite von der Insel war dann das Café Tröme. Und anschließend an Café Tröme war die Goldene Kugel. Das war eine Speisegaststätte. Und daneben war eben das Café Tröme, das war angebaut an den Fuchsensleo, an die Goldene Kugel, ging es um die Ecke rum. An der Ecke war der Eingang zur Konditorei, also zum Verkaufsladen. Die hatten ja unten im Erdgeschoss, da konnte man Hustenbonbons kaufen, haben die selber gemacht. Trömels Hustenbonbons, die waren ganz bekannt. Und dann konnte man auch Torte kaufen, also so stückweise. Also mehr ein Verkaufsladen. Und dann um die Ecke rum, dann war auch wieder so eine Drehtür, das war auch beim Tröme, wo man das eigentliche Kaffee gehen konnte. Das war ja dann das Café Tröme. Das ist bekannt gewesen, also ich muss sagen, ich bin nicht später mal drauf immer angerufen worden. Ist das Café Tröme, besteht das noch? Ne? Jedenfalls war das der Mittelpunkt eigentlich in Plauen. Wenn da Fremde da waren, Durchreisende, auch sehr viele Kaufleute, Café Tröme, da mussten sie mal drinnen gewesen sein. Und da war unten im Erdgeschoss, waren so einzelne Tische, so für den Durchgangsverkehr. Wenn man mal eine Tasse Kaffee trinken wollte oder mal ein Stück Kuchen essen, da hat man da unten Platz genommen. Und wenn man eben sich verabredet hatte mit irgendjemand oder man wollte eben länger sitzen, dann ist man hochgegangen. Ich weiß nicht, ob eine Treppe war oder ein Fahrstuhl, das weiß ich nicht mehr. Und da hat man da oben, da waren so kleine Tische, so Marmorplatten und so kleine Sessel dazu, konnte man also ganz leger sitzen, 2 Mann meistens am Tisch. Und da konnte man Zeitung lesen oder konnte eine Zigarette rauchen, das war ja alles erlaubt. Oder Wein trinken oder Kaffee trinken, also da konnte man den ganzen Nachmittag verbringen. War auch so manchmal Konzert. Und dann war noch eine Etage höher, war dann der Onyx-Saal. Aber da weiß ich nicht, was das gewesen ist, Onyx, warum der so hieß. Da waren dann Billardtische aufgestellt und so wie Tischtennisplatten, da konnte man da oben dann eben so, wenn man Langeweile hatte, konnte man das da oben spielen. Ne? Und unten konnte man dann seinen Kaffee trinken oder ein Glas Wein, je nachdem. Ja, und dann unten, wenn man also weitergegangen ist, draußen auf der Straße, am Tröme vorbei, da waren unten drin noch in dem großen Tröme-Haus, waren noch 2 Läden, ein Herrenbekleidungsgeschäft und ein Zigarrenladen. Und hinter dem Zigarrenladen war ein Durchgang und da gingen Treppen runter in den Trömels Garten. Und er gehörte zu dem Kaffee noch dazu und da konnte man da drin Kaffee trinken. Und da war auch immer irgendwie ein Konzert und auch eine kleine Fläche, wo man tanzen konnte. War dann direkt nachmittags so 5 Uhr Tee oder Kaffee, konnte man tanzen. Und da waren durch die vielen Soldaten, die wir in Plauen hatten, war da eigentlich immer Hochbetrieb. Oder man hat sich eben dann mit irgendjemandem getroffen und hat da seinen Nachmittag verlebt. Das war so das Tröme.